Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Leute, meine Aufstellung und mein Tipp fürs Spiel zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Bevor wir da reingehen, wieder mal ein Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Gut, zum Spiel. Ich denke, das wird der erste richtige Test nach der kurzen Winterpause werden. Ich denke, Wolfsburg hat sich auf jeden Fall mittlerweile entwickelt und ja, hat sich an Ralf Hasenhüttl Fußball gewöhnt. Ich gucke gerade mal, ja, letztes Spiel haben sie auch 5-1 gewonnen gegen Gladbach. Tabellenmäßig sollte sich das ja auch ein bisschen entwickeln. Platz 7 vor Dortmund, aber gut, vor Dortmund ist gerade keine Kunst. Ich denke, es wird kein leichtes Spiel. Ich glaube auch nicht, dass sich Wolfsburg unbedingt hinten einmauern wird, wie die anderen Mannschaften. Ich denke, wir werden schon mit Gegenpressing erwarten dürfen. Mein Tipp ist trotz alledem 3:1. Ich denke, wir haben einfach aktuell eine gute Form, eine gute Qualität. Aber man darf Wolfsburg auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ist kein einfacher Gegner, aber zu Hause muss so den Bums halt einfach gewinnen. Ne? Gut, gehen wir mal rein in die Aufstellung. Manuel Neuer stellt sich ja von alleine auf, genauso wie Harry Kane. Wir konnten ja im letzten Spiel auch eine Menge Kräfte schonen, denke ich. Von daher, ich gehe davon aus, dass das Spiel dementsprechend auch ernst genommen wird. Von daher gehe ich auch davon aus, beziehungsweise ich würde auf jeden Fall Opa und Minjay bringen. Auch wenn Erwig es wirklich gut gemacht hat, gar keine Frage. Ja. Aber das etwas stärkere Innenverteidiger-Duo dürfte Kim und Upa sein. Auf der rechten Seite, ja, ich würde einen Guerrero wieder bringen, halt, der hat es wirklich stark gemacht. Ich gehe davon aus, dass ein Conny Leimer kommen wird, aber ich würde einen Guerrero bringen. Ja, wenn man so eine Leistung bringt, sollte man sie auch belohnen. Ja, man kann dann immer noch zur Halbzeit reagieren, wenn Guerrero die Körner fehlen. Ja, oder man da nochmal neuen Schwung bringen will. Fonzie Davis auf der linken Seite, ja, auch wenn man da gerade wilde Geschichten mal wieder hört. Meine Meinung wird sich da auch nicht ändern, dass der nicht mehr beim FC Bayern gehört. Und wenn Jamal Musiala dann rumweint, dass sein Kumpel weg ist, dann soll er nächstes Jahr halt auch gehen. Oder meinetwegen soll er dann im Sommer gehen und alles ist fein. Ja. Kein Spieler oder keine Spieler können größer wie dieser Verein sein. Also, wenn das irgendeine Art sein soll, dass der eine bei den Vertragsverhandlungen auf den anderen hinweist, dass er nur bleibt, wenn der verlängert, dann verpisst euch beide, Alter. Feierabend. Es kommen genug Spieler nach euch, also. da bin ich relativ ruhig und schmerzfrei. Ist die Frage, kommt das von den Spielern, kommt das von den Beratern? I don't know, ich weiß es nicht. Sportlich war seine Leistung im letzten Spiel gut, ja, und von daher würde ich ihn auch aufstellen. Gut, in der Mitte, ja, Kimmich kommen wir gerade nicht drum rum. Kimmich saugt alles weg. Dann ist die Frage, Pavlovic oder Goretzka. Ich würde einen Conny Leimer bringen. Bam! Ja, ich gehe davon aus, dass Wolfsburg auch sehr stark im Gegenpressing sein wird oder es versuchen wird. Deswegen würde ich einen Conny Leimer bringen. Ja, ich weiß, ich habe Conny Leimer auch hier als Alternative eingetragen. Soll ja auch nicht das Problem sein. Conny Leimer könnte dann changen. Und du bringst dann hier einen Pavlo oder einen Goretzka rein. Aber ich würde den Conny mal auf 8 bringen. Hat er sich am Ende auch mal verdient. Er ist ausgeruht. Pavlo hat mich nicht zu 100% überzeugt. Leon hat es gut gemacht im Spiel davor. Ja, ich würde einen Conny Leimer mal bringen. Ansonsten Alternativen natürlich. Ja, da sind wir ja gesegnet. Pavlovic. Hier können wir noch Goretzka reinschreiben. Hier können wir noch Erik Dyer reinschreiben. Und dann sehen wir, hinten und so sind die Alternativen schon da. Ja. Ich meine, hier könnte man noch Adam Aznu reinschreiben, falls da irgendwas passieren sollte. Aber gut, der hat so viel Spielpraxis wie ein Stück Holz. Würde also wenig Sinn machen, aber bevor da gar keiner spielen würde. Gut, rechte Seite
ist für mich trotzdem Michael gesetzt, auch wenn Leroy mal ein gutes Spiel gemacht hat. Vielleicht hat Leroy ja auch mal Lust, auf der linken Seite so eine Leistung zu zeigen. Von daher, aufgrund der Leistung im letzten Spiel würde ich Leroy die Chance geben. Sollte das nicht irgendwie feuerfrei sein, ja, Leute, dann raus. Ja. Gnabry ist fit. Koman ist fit. Von daher, wer eine Halbzeit lang keine gute Leistung bringt, geht halt. Ja, knallhart. Wofür haben wir die 4 Spieler, die auf einem Level sind? Wir können vorne auch noch als Alternative Mathis Tell eintragen, auch wenn er das nicht wirklich ist. Aber da ich jetzt hier keinen Platz mehr habe, auf den Außen trage ich ihn mal da ein. Er ist da ja leider nicht gesehen. In der Mitte wird natürlich Musiala anfangen. Und natürlich ist die Alternative dafür Thomas Müller. Ja. Das ist meine. Wo ist er? Das wäre meine Aufstellung. Wie erwarte ich die Aufstellung? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich gehe von Davis, Kim, Opa, Leimer aus. Ich gehe von Kimmich aus. Ob Pavlo oder Goretzka. Ich denke eher, ein Goretzka wird neben Kimmich anfangen. Ich denke, Musiala, wenn er fit genug ist, wird anfangen. Ansonsten startet man vielleicht auch mit Müller und bringt Musiala in der Halbzeit. Vorne wird natürlich ein Kane auflaufen. Ob Molisse rechts spielen darf, habe ich meine Zweifel aktuell. Könnte auch sein, dass ein Leroy Sané dahin rückt und ein Michael nochmal draußen bleibt und linke Seite vielleicht ein Coman anfängt. Lassen wir uns überraschen. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Wie gesagt, ich erwarte kein einfaches Spiel. Ja, ich denke, das wird schon ein Gegner sein, der uns ein bisschen mehr fordert. Alles andere würde mich zumindest überraschen. Aber vielleicht haben wir auch einfach die Power und den Druck, dass wir Wolfsburg gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann sollte das auch in die richtigen Bahnen gehen. Aber wer weiß. Lassen wir uns mal überraschen. Ich erwarte auf jeden Fall ein interessanteres Spiel wie die letzten beiden. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja. Egal. Hauptsache, wir sehen ein gutes Spiel mit dem hoffentlich in 3 Punkten für uns. Die sind wichtig im Kampf um die Meisterschaft. Ja, Leverkusen hängt uns an den Hacken. Und bis zum Spiel gegen Leverkusen sollte man ja die Spiele oder keine Punkte abgeben, würde ich sagen. Ne? Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende mit hoffentlich einem schönen Bayern-Spiel, mit dem schönen Ergebnis. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal.